Kapitel 13. Die, wat nicht schaffen wollen, sollen noch nicht eten. Dat Chap met de Itwa kwam zeer tijdig aan dit jaar hier bij de Jamesstad, im September 1608. Op de Chap waren 2 Frühes en ook 8 Duitsländer en Polische, wat de kwam schaffen. Dazu noch 60 andere Männer, wat de übrig waren, diese Jamesstad zu sein. John welcomde op de kolonie en dan ging hij op de Chap nap, allein mit Kapitän Newport eine Meeting zu haben. Während der Meeting gab Kapitän Newport John einen Brief, was er hat von Virginia Company von London mitgebracht. John mögt den Brief auf und dann los hij. Während hij lesen deed, spürt hij bei sein Blut aufhängt zu kerken. Der Brief hat 3 Verschreibungen. Eint, dat er wird Geld verdienst sein, soll der Chap terugkommen mit wenigstens 2000 Pfund wert. Zweitens, sie sollen Gold fangen aus dem Pazifischen Ozean oder Überlebende von der Renuk-Kolonie. Und drittens, sie sollen Schiffbauern aus dem Unierkönig trainieren. Diese Forderungen werden meist mehr als John verdrehen können. Wo können die Männer von Virginia Company von London am Sinne von je Orders schicken? Aber diese Orders muss gedaan worden, so oder anders. Besonders wird John besorgt, über Schiffbauern aus dem Unierkönig zu merken. Was wird die Schiff holen von seiner Gedei? Wird am dort Grutsch und Staub merken oder eierlich? Aber wegen Kapitän Newport ganz darauf bestimmt bleibt, dass das soll gedaan worden, nimmt John 120 Männer und reist dann los mit Schiffbauern am de Ehe zu down. John kijkt, als Kapitän Newport losreist mit 3 Boots voll Geschenke für den Schiff, auch noch ein Feuerpool ja Bar, eine rote Foutag, eine Waschkam, ein paar Schuhe, und ganz sicherlich auch noch die Kroon. Während diese Männer wach wären, hat John eine schwere Arbeit vor sich. Kapitän Newport hat 70 Meier Kolonisten mitgebracht und dazu 2 Frühes. Eine von denen wurde wir befreit und der andere wir noch nicht befreit. Für das erste Mal wird diese Gruppe nicht bloß alles Männer. In einige Regeln würden geändert worden. John und seine Partner möchten noch nicht so, dass das jeden Gesetz wir pflegen. Und sie können nicht bloß ernst Worte sie drehen, zum Wort lassen. Die 8 Deutschländer und Polische, die wir mitgekommen, möchten John seine Arbeit auch schwierig. Die Polische und die Deutschländer können sich einander nicht leiden, und das sperrt sich so, sie gleichen die Englische auch nicht. Mit alles, was John zu tun hat, muss er nur noch dünner sein, dass die Fabrik, die da abgestellt wird, wo sie wollen von Glas merken, Teer und Ton, dass dort alle wieder gedaan worden, und das Bett, was sie nu auch merken deuten, dass das reut wird, für Kapitän Newport mit teilzunehmen in England. Kapitän Newport und seine Männer kamen ganz sicher 3 nach der Jamesstad. Aber sie bedeuten, als der Schiffbauern dort wird verstehen haben, warum sie am hatten so einen Rock eingetragen, als sie hatten, und am der Krone auf dem Kopf abgesagt. So schwen die 3 wären, mögt John sich dort durch Männer rein und schwammen ängstlich längs den Riefer, um meine Dagbrecher rein zu merken, so dass Kapitän Newport den mit reinnehmen können. So wie es John dort bedenken können, wird es besser, wenn Kapitän Newport und seine hungrige Seelmänner so schwind als möglich verleiten. Als John und seine Männer ein paar Leute 3 ankamen bei der Jamesstad, dann wären seine größten Angsten Wahrheit geworden. Chief Powhatan hat ganz aufgemerkt, mal mit der Engelschen zu schachern. Während er angeworden wäre, dass er nie so angekickt wird, als einer, was unja der Engelsche wäre. Als das zum ersten Mal frieren dort in diesem Winter, dann reist Kapitän Newport noch einmal los, sein Meier Dinge zu fangen, was wertvoll wären, was er können mitnehmen. Er entschloss sich, du nur Waterfall zu schwammen und du boven Meier wieder zu sehen. Aber auch war wieder das Boot, was sie hatten mitgebracht, zu schwer, du abzudrehen. Und so leid er der jeder Tag. Kapitän Newport
kwam met ladje heng trei en hij wie bezorgd wat de mannen van de Virginia Company in London würden sein, wenn hij met ladje heng trei kwam. John schreef een brief trei naar de Company van London, wo hij dat zeer klar erklärt, dat Gedeihen von proben plötzlich recht te worden durch diese Kolonie, weer aanklug, en dat bracht deze Kolonie in gevaar. Dat had met andere levens ook nog te doen. Kapitein Newport had gemeint, hij would nog met de Indiërs schacheren, zodat hij dan genoeg eten had, maar nu had hij niet mal genoeg, om de reis terugmaken naar Engeland. John leidt hem dan schließlich, dat hij kon eten metnemen van de Jamesstad, en midden in december dan verliet dat schip terug naar Londen. Dat beste weer, dat John Radcliffe, wie ook waren op dat schip boven, terug naar Engeland, en John hoopt dat David niemals meer terugkomt. De toestand hier weer schwierig, aber alle vreden ze zich, als Chief Powhatan aanzet, dat hij wil doch willig zijn, te schacheren, aber voor een prijs. En zijn prijs weer, dat hij wil een huisgebied hebben, zoals de Engelsen het hadden, in de stad Warrawakkamaka, een Anschapstein, 50 Schwerts en Rifles en Heiner. John checkt voets naar antwoord terug, dat hij damit einverstemt. Aber de Rifles en Schwerts dacht hij zo, dat wird nicht passieren. Aber dort kann hij later am sein, wo hij dat wird doen. Voets checkt John, Deutschländer worden verstaan glas te merken, en 2 Engelsche. Dat ze zullen naar Chief Powhatan gaan, en ook am zijn te beleren, wat hij alles doet. Een klein stukje later reist John los, met 2 boats vol toebeheer, om dat Engelsche huis te bouwen. Dat weer de 24. december, 1608, als deze 2 boats losreisden van de Jamesstad, naar Warrawakkamaka. En hingen wees op ihre reis, vierden ze Weihnachten. Den 12. Januar, 1609, kwamen ze dan bij Warrawakkamaka, wo John vond dat de chief reinmutig was. De chief had John welkom, als hij aanvang met dat halt der huis te bouwen. De arbeid ging bozig, aber John voelde zich een ganzen tijd over zo, dat Chief Powhatan wurde am Futzwellen angegriffen, wenn er einmal nicht würde abpassen. Dann danach, kurz seit 3 Reisen nach der Jamesstad, kam Pocahontas, ne erzählt, wo sie schlupen deuten Bütterkant Warrawakkamaka. Leben ab Spiel gesagt, wie sie gekommen, am John zu sein, dat vorher plant, John und all seine Männer dort zu merken. Vorher wird Indiens schicken, wat wurden angesprungen, en de Indiens werden aber eingestellt, sein Gewehr loszumerken und alle dood te merken. Pocahontas warnte John ook, dat de 2 Deutschländer hadden John belüht für den Chief Powhatan. John bedankt sich an Pocahontas en zij verschwand in de nacht en kreeg so hastig als zij gekommen wäre. 8 grote, starke Indiens kwamen eine Stunde later, Räuberoden zu uns zu bringen. De Indiens zeiden dat dat weer een geschenk van Chief Powhatan, en John en de mannen kijkten toe als ze ihre schieven hand zaten, en zij hadden ihre pistolen alle reur. De Indiens luiden dat de Engelsen zullen ophouden met eten, zodat ze dan kunnen en überfallen. Aber de Engelsen zaten bloos en kijkten naar ihre Indienjas. Met eenmaal hoostte een Indien met zo en zei, dat is rukig hier in dat kleine zelt. De Indien meint, dat ze zullen de kleine streng uitmerken, wat er bezieht dat 4 glaren duiden. De kleine glarende bangen worden gebruikt om de pistolen dat scheutpulver aansteken. John maakt voets wat de Indien met dit wil. En John valt zo bij, dat we vielleicht zijn wat de Deutschländer den Chief Indien würden verteilt haben. Wenn die kleine bangen uit wären, dann würden die Indiens leicht kennen und überfallen, ohne zu sagen, dass sie würden entscheiden. John lacht bloß ab und sagt zu den Indiern, dat 4 in der Meer von dieser Hütte, dat regelt viel Dollars die kleine Bange. Vielleicht wird je sollen rütgehen, wo ommels frischere Laffe ist. Der Indier hofft bei seinen Schülern mit so ab, als wenn er gut verstanden hat, was John gesagt hat. Schließlich waren die Indiens an, dat der Pot von dieser Engelschen überraschen und überfallen, dat wir vorbei.
Nur ein paar Minuten sich sich klick ankicken, dann verleiten die Indians und leiten die Engelchen allein Reutbruden zu eten. Durch die ganze Nacht hat John mehrere Werke abgestellt, zum Abpassen, wenn Schiefpaute mit einmal zurückkommen mit einer Gruppe am Ernte überfallen. Die Nacht bleibt aber ganz ruhig. In so tätig Samarias, da müssen sie sich reut und reisen drei längs den Riefer, mit ernannten Boots voll von Eten, was Schiefpaute den Ernte gegeben hat, als Naturing für das Haus, was sie hatten gebiet für ihn. Als sie drei ankamen bei der Jamesstadt, dann kriegt John noch ein Knall. John sein Präsidentenvertreter, Matthew Scrivener, und 10 andere, die mit am Top gewasst wären verdrunken, nachdem sie hatten probiert, Hog Insel zu besiegen. Eine kleine Insel, die da bloß eine Mil off wäre von der Jamesstadt. Um Dinge noch schlimmer zu merken, ob Kapitän Newport seine letzte Reise hierhin, wären nur ein paar Plitsche Mitfahrer gewesen, ab der Chap, und hatten sich in der Jamesstadt angeschlägt. Die Plitsche Mitfahrer, dort wären Roten. Die fangen nu an, manche Etenraum zu genebeln. Und nicht bloß dort, die neuen Kolonisten, die gekommen wären, hatten so wenig dort getan, um noch ein bisschen zu halten, den Tit, was John wie wach gewesen. So kam dort, die kleine Hütten fangen an zu verkommen, das Gerätschaft, wie Messer wach, und auch eins hier Gewehren. John stellt sich so vor, dass einige Verruder, manch ernt, wurden die Gerätschaft in Gewehren hand vertuscht für Eten von den Indians. Dort wäre genug für John. Dort wird Tit hiermit was zu tun. Und dort wird er auch allein tun. Nachdem sein Vertreter verdrunken wäre, hat John bloß noch einen Partner. Und während er bloß einen Stamm hat, aus dem Präsident, hat John 2. John raubt die Menschen taub. Und dann sieht er ganz krank, wird es von hier wieder gehen wird. Er fängt mit einer lüren Stimme an und sagt, dit sei ich nicht zu allem von Jünd. Einzig von Jünd hat sich ihr in den Lohn verdient. Aber die Mehrheit von Jünd machten mehr abschaffen sein. Oder dort hungern. Aber nicht so, als das noch über sein worden. Aber so es gesehen kann, die Kraft, der ist nu ganz allein in mir hängt. Und du wen mat je, da wird eigentlich sei, gehorchen aus dem Gesetz. Oder hungern, wenn je nicht wollen schaffen. Du wen, wer nicht schaffen will, soll es nicht eten. Bitte, er ist krank, oder er kann nicht schaffen. Aber die Arbeit von 30 Männer soll nicht genug sein, um 150 Männer zu fördern. Und du sind nu nicht mehr ein Ratgeber, was jünd wollen von dit beschützen. John mögt dort sicher, dass die alle verstanden haben, dass er wird dit durchführen. Wenn du nicht schaffen wirst, dann sollst du nicht eten. Und all die Kolonisten, die haben dort Leute in klar verstanden. Beinahe 3 Monate haben sie 20 kleine neue Hütten gebaut, im Baum gegruft und 30 Acker Land beackert. Auch eine Absicht war du gebaut, wo die Menschen alle ab der Jamesstadt abkamen, so dass dort können gesehen werden, wer alle da kam und wer da verleiht. Als der Sommer erst gekommen wäre, dann wird die Jamesstadt viel besser auf. Und meist alle wissen sie dort ganz klar, dass dort wir John Smith, wem sie zu verdanken haben, dass sie, wenn wir in durch den Winter gekommen, da wir angeackert worden, und ziemlich schwen wir nu auf der Hog-Insel boven. Und mehr Heiner, aus der Talen können, wären in der Jamesstadt. Wenn sie auch verweg kickten, nach das nächste Schiff, was wir ankommen von England, aber sie fühlten sich beruf, dass sie haben können selbst lernen, wo sie fertig stehen. Und in 11. August 1607, dann klinge dort 3 Mal, ein Tegen, dort ein Schiff war, nach der Jamesstadt kam. Da kam sie ran, da wären Feuerschiff. The Blessing, Falcon, Unity und the Lion müssen sich durch die Länge am Riefer. Diese Feuerschiff kam an der Kante an bei Jamesstadt und mehrere 100 Männer, Fries und Kinder, stehen drauf. Mehrere von ihnen wären ganz schwach und all von denen wären ganz dicht bedaut, von sich heute aus es wäre. Du wären 32 Stück ab ein Chap all gestorben, was sie hatten ab dem Meer begrabt. Für John sein Grimm wären John Radcliffe und Gabriel Archer
waren drei, die zwei Troublmakers. John leert bald van Radcliffe en Archer dat er weer 9 chaps van Engeland war gereisd. Aber eint had moest terugreizen en de andere 4 wären verloren gegaan op dat Meer Westen van Indies. En kapitein Newport zijn chap weer een van dort, wo ook Sir Thomas Gates boven weer. Met Fred vertelt Radcliffe John dat de Virginia Company van London had entsloten dat ze willen de mensheid hier op deze kolonie veel grater maken. En doorheen wären meer mensen metgekomen, ook ganze families. Wegen dort wird ein neuer Präsident gemerkt worden, sein Name wir Lord Delaware. Aber heute wir noch immer in England. Sir Thomas Gates soll in den seine Stadt dein, solange was er hier wär. De Trouble wir bloß, dat du wo Sir Thomas boven wir, de Schap wir verloren gegangen. Und mit Sir Thomas kam auch der Order, dat John raufstoppen soll als Präsident. John wir erschrocken und doll über das, was sich hier ändert, aber er konnte nichts tun. Als in den nächsten paar Tagen noch einmal 3 Chaps, die längs den River kamen, nach der Jamesstadt. Bloß der Chap Sea Venture kam nicht. Und deswegen wusste John meist nicht, was er war. Während er lehrt, entschloss John sich längs den River zu fahren, zu kicken, wo sie würden noch mehr kleine Hütten bauen können, wo die neuen Anwohner würden können wohnen. Anders als seine anderen Reisen, diese Reise mögt John mehr. Er hat den Mut und Energie, mit den Indiens tischen und ihren Schachern und mit denen zu tun haben, aber er hat meist nicht die Geduld. Das Komitee verstehen von der Virginia Company von London, wo sie die Dinge hier drehen deuten. Die können bloß nicht verstehen, wie schwierig das wäre, eine neue Kolonie anzufangen in Nordamerika, in der Wildnis. Das erste Mal wundert John, als er würde selber einmal 3 reisen nach England. Oder als er würde selber vielleicht helfen, ein von den kleineren Kolonien abstellen, was die Virginia Company geplant hat zu tun, durch diese ganze Gegend. Die Entscheidung zu merken, was John der nächste soll tun, dort wird aber aus seinen Hängen genommen.